Joseph, du schwätzt mal vu Metaller, die am Boden solle sehen ënner de Pflanzen. Was geschieht da? Für was sind wir hier? Ma ja, ich will ja gern für eine Sendung über Minen mit dir auf so ein Asteroid geflogen. Und hat du Space Mining gemacht. Hat dir schön gegeben. Aber das ist wahrscheinlich für meinen Nachfolger echt. Aber wie soll da können an den Fußstapfen treten? Aber auf jeden Fall, was ich heute an meinem Experiment will, ist eine ganz neue Technik, die Phytomining heißt. Phytomining? Das ist eine Technik, für mit Hilfe von Pflanzen Metalle aus dem Boden zu ziehen. Dafür brauche ich die heute eigentlich nicht. Für was ist das gerade hier? Aber hier sind wir nicht auf einem normalen Feld, sondern auf einem früheren Schlammtipp von der Eisenindustrie. Und wenn so viele Metalle am Boden sind, dann müssten Pflanzen die eigentlich auch abholen. So ähnlich wie ein Rose, die ihn am Tint setzt. Und du meinst wirklich, das geht auch mit den Metallen klappen? Ich meine schon, weil eine Pflanze die braucht nämlich auch Metalle für zu wachsen. Und das ist eben just, dass es mir lang dauert, wie bei der Rose, weil Pflanzen müssen Metalle durch die Wurzeln abholen. Und eine Wurzel die lässt auch nicht alles durch. Wir bauen die Stunden aber die ganze Sommer hier. Ich denke schon, dass da etwas dran ist. Wir die heutigen Echantillon, die lassen sich analysieren am Stabslabor. Du brauchst mich auch nicht mehr, ja? Nee, merci. Das ist ja gerne geschehen. Danke. Den nur nicht. Ich muss dir voll. Am Staatslabor am Service vun normal Lebensmittel op de Gehalt vu schwéier Metaller ënner Sicht ginn, gëtt Joseph seng Pflanzen of. Pflanzendeler ginn ha gemuel, Gewien a bei héigen Temperaturen an enger stärker Seier opgeléist. All Pflanzendeler ginn dobäi zur Säd an zréck bleiwe just Mineralien, also d Metallsalzer. Dës ginn duch eng Plasmaflam gescheckt a kënnen dënner bestëmmt ginn. Joseph, mengst du da lo, dass Gold an dinge Pflanzen ass? Schön wäret, mir Gold das ein Edelmetall an. Die heechen so, weil sie sich ganz schwer ablesen lassen. Aber Pflanzen, die können nicht mehr Sachen abholen, die am Wasser sind. Voilà, Joseph, dein Resultat da. Wir leider nur mehr Bleifund. Du mal da gehst nicht reich, ne? Nee. So, hier ist ja aber auch Scandium und Yttrium dran. Das sind ja aber so seltene Metalle, die an der Elektronik gebracht sind. Die sind ja wertvoll, ne? Ja, wir müssen leider nicht viel von. Das geht nicht durch, für reich zu gehen. Boah, das ist ein bisschen enttäuschend. Merci aber. Okay. Ja, trotzdem gibt es zu Lützeburg Leute, die und Pflanzen forschen, die Metalle aus dem Boden ziehen. Aber wie was die das machen, das kann ich nur mal rausfinden. An de Biolaboren vum Luxembourg Institute of Science and Technology gucken se, wie Pflanzen op verschiedene Konzentrationen vu Metaller reagieren, a siche Pflanzen, die iwwerhaupt ënner extreme Konditionne wusse können. Okay. Salut Joseph. So, wie machen Pflanzen das, für Metalle abzuholen? Il y a des protéines dans les racines des plantes qui vont faire le transport du sol vers l'intérieur de la plante. Nous, on étudie des plantes qui ont poussé sur des endroits différents en essayant d'identifier les protéines qui sont responsables pour faire ça. Okay. Comme ça, on peut aller sélectionner des plantes pour extraire les métaux spécifiques. Also kann in Zukunft wirklich alle Metalle von Pflanzen aus dem Boden ziehen? En principe, oui. Par exemple, pour le nickel qu'on trouve dans les pièces 2 €, c'est déjà fait en exploitation commerciale. Okay. Maintenant, nous, on est plus pas spécifiquement intéressés à l'extraction de métaux, mais plutôt dans la dépollution des terrains, comme par exemple vous avez fait sur le terrain avec le plomb. Merci, Kiel. Ja, mit der heutigen Technik können wir in Zukunft wahrscheinlich eine ganze Korb Seele Metalle aus dem Boden ziehen. Und da braucht man aber nicht so sehr bei Asteroiden zu fliehen, wie man da denkt.